bloß die Weißwürst mit Ketchup fest. Zieh mal rein, was du gesagt hast. Das war diese Agidorns. Die haben Hausverbot. Auf Lebenszeit. Und jetzt tu das weg da, bevor wir schlecht werden. Was tust denn du? Das gibt's ja nicht. Die ganze Zeit schlafst du dir vom Fisskamm schaltet am Fernseher aus, bist wach. Ich hab doch gar nicht geschlafen. Nein, mir nicht. Gehst du ins Bett? Ja, ich geh ins Schlafzimmer. Bei da herunten verstehe ich ja kein Wort mehr. Ich geh mit. Nein, da verstehe ich ja wieder nichts, wenn du neben mir schnarchst wie ein Walross. Geh und schnarche, dass ich nicht lach. Gut, dann bleib ich lieber da. Jetzt mal alleine. Die Kinder bei deiner Schwester. Jetzt geht der ohne mich ins Bett. Ja, da schau her. Ja. Was bringst du mir denn da daher? Einen heißen Tee? Ja, ich hab mir gedacht. Gar nichts hast du denkt, überhaupt nichts. Jetzt schwitzt ich sowieso schon wieder zu dick der Schweinsbraten und dann soll ich noch einen heißen Tee trinken. Bring mir irgendwas zum Abkühlen. 37,4. Also ein richtiges Fieber ist das für nicht. So, glaubst du jetzt du am Fieberthermometer mehr als mir auch? Also, haben wir jetzt schon so weit. Glaubst du, im Fieberthermometer jetzt schneller? Neben mir sind wir schon so weit. Das habe ich verkehrt, gell? Ja, dann können wir einen Hörsturz schon mal ausschließen. Mei, jetzt bringt mir der Eiswürfel daher. Ja, möchtest denn du mich eingefrieren? Was meinst denn du, wie das weh tut beim Schlucken? Jetzt habe ich sowieso schon so viel Halsweh. Haben wir mir nicht irgendwas Normales gehalten? Mei, also der Mo ist so viel blöd. Jetzt bringt er ein Bier daher. Ja, sag einmal, meinst du, dass es gut ist, wenn man sterbenskrank auf der Couch liegt? Also, bring mir halt einmal irgendwas Kaltes, weil das hebt meine Stimmung auch nicht. Deine nicht, aber meine. Unglaublich. Der Mo ist unglaublich. Da ist man einmal in seinem Leben krank und da lässt die glatt auf der Couch verrecken. Nicht einmal was Kaltes bringt er mir.